Gerson, du hast Rencontre zwischen den Schülern und dem Minister Geessknäpsch gefilmt. Ein paar Tage später hast du mit zwei anderen Schülern und einer Diskussionsrunde geholt mit der Minister und ihrem Bruder, dem Herr Bertmes. Was sind die Eindrücke von diesen zwei Rencontres? Also so ein Minister werde ich nicht mehr kommen. Mehr. Also die erste Kehr, das war Geessknäpschen, das war extrem chaotisch, es waren viele Schüler, ungefähr um die 1000. Und es war relativ schwer, bei einer Entscheidung zu kommen. Und das ist ja nicht festes Entscheid gehen, natürlich. Es war aber relativ weit. Wir haben keinen Entschluss gefasst, nicht. Der Unterschied zwischen 4 und 9 war nicht gigantisch. Die Diskussionsrunde war ein bisschen mehr konstruktiv, da waren wir auch Männer, da konnten wir mehr so als eigene Kritik, als eigene Impressionen von der Reform und von daher war es ein bisschen mehr. Also wir haben ein bisschen mehr erreicht, und Madame Minister ist auch ein bisschen mehr bei uns angegangen, weil wir eben Männer waren. Aber auch da haben wir aber gemerkt, dass viel zu viel, also viel zu larges Thema, für dann ein paar Stunden können zu resümieren. Es wird immer noch so sein, dass es aber weitergeht, weil die paar Stunden, die wir Geessknäpschen an der Diskussionsrunde hatten, waren einfach zu wenig. Laura und Gerson aus dem jungen Lycée und Magda aus dem Lammel haben sich mit der Minister und ihrem Bruder, dem Herr Bertmes, im November am Minister getroffen. Wir hatten aufgemerkt, dass wir einen Dialog über die Reform haben. Was versteht ihr überhaupt in einem Dialog? Sollen wir nur noch schwatzen, ohne auf eine Lösung zu kommen, oder weil sie da auch wirklich Propose von uns umzuholen, wie das mehr aber auch andere Schüler vertreten von uns Lycée, Aline Meirisch bzw. Alger von uns? Also für mich ist ein Dialog, dass jeder mal seinen Standpunkt erklärt, dass die Männer nur lauscht und dass da probiert zu gucken, wo sind die Punkte, wo wir Konsens haben, und wo ist der Dissens. Wenn ich richtig verstanden habe, sind die letzten 3-4 Jahre schon so Dialoge angeführt, die wirklich mit den Profen. Und die haben aber nicht unbedingt den Eindruck gekriegt, dass sie überhaupt ein Ziel, also dass das Ziel Konsens ist. Und das tut mir leid, wenn die Impression nicht rüberkommen ist, weil es sind ja schon eine Reihe Punkte, wo wir schon den Profen noch gelauscht haben, und wo wir gesagt haben, okay, das liegt alles an. Das ist ja aber irgendwo ähnlich, dass das System wie ein Haut aus noch nicht perfekt ist, dass man aber nicht muss ganz auf den Kopf stellen muss. Ja, das Problem liegt ja bei verschiedenen Sektionen, wie zum Beispiel Sektion A, Literär und so weiter. Zu den Sektionen. Am Prinzip ist es ja so, dass man, wie wir als Tournee gemerkt haben, wie wir am Anfang gefragt haben, wo man mit Marseille noch zum Beispiel guckt, was ist das System gut, weil sie ja ganz gut sagen, dass das System auch gut funktioniert. Aber was kann den verändern, indem man das gesagt gehen, als Sektionen sind zum Beispiel cloisonniert. Das heißt, es wäre gut, wenn der Schüler vielleicht ein bisschen mehr Schuhe hat, wie Lo hat im Moment. Das ist die Ouvertüre, die man noch machen mit den Dominanten, geht sicherlich darauf raus, dass man einerseits das, was man hat, dass die Schüler noch immer kann, sich etwas zusammensetzen, was den aktuellen Situationen, den aktuellen Sektionen entspricht. Aber ich kann auch andere Kombinationen machen, die für nicht möglich wären. Also bei gewissen Spezialisationen fallen in den von der Stunde weg. Ich bin nur Vertreter von einer echten naturwissenschaftlichen Sektion von der B. Wir haben auch ein Problem, da und auch die beklagen sich mittlerweile, dass sie eine Spezialisation kriegen, was wir nicht behaupten können. Was aber auffällt, ist, dass mittlerweile die auch ein Niveau erdeelen. Das heißt Fort, Faible, Moyen. Fort, Faible, Moyen. Für den S sind wir just an den Sprachen, für ein Niveau Fort und ein Niveau Moyen. Nimmen an den Sprachen, an der Spezialisation musste das ganze Programm machen. An der Dominant, wo mehr Mathematik muss machen, da kann sich eine Spezialisation zusammensetzen. Biochemie, Physik, kann ich sagen, ich mache Mathematik und Physik, Informatik oder die jetzt ist D, wo du siehst, wir machen hauptsächlich Ökonomie. Und das muss natürlich auch auf den Diplom kommen. Das ist nicht so, dass die eine ein bisschen Ökonomie mischt und die andere viel. Ja, wenn man guckt, dass in einem Dominant mit Sprachen, der wollte ja die zwei proposieren, und dann nach Chemie und Physik hält. Es gibt viele Leute, die befürchten, dass dann das Niveau von der Physik verschieden ist auf den zwei Dominanten. Also immer noch wie. Ja, das ist auch verschieden. Der andere der hat dann um Diplomstunde, der hat Physik und Chemie. Das heißt, der hat dann um Diplomstunde in Naturwissenschaft und Diplom sozusagen. Ah, nee. Ja, mit denen das aber auch mal berücksichtigt. Das heißt, weil das steht ja um Diplom. Das steht ja ein Unterschied, ob du denkst, dass Physik an der Spezialisation, ja, genau. Und dann das Physik an der Allgemeinbildung, das sind also ganz klare Sachen. Ja, genau, wenn man das um Diplom stehen hat. Das Problem ist, wie sollen dann die ausländischen Unis sich darüber anstellen, weil wir haben ja dann Physik an einem anderen Niveau Physik. Wenn wir nur gucken, zum Beispiel bei einer Biodynamik Physik, das ist ein gewisses Niveau. Und ob das CS ungefähr dasselbe Niveau. Wenn man aber nur zwei Dominanten möchte,
hast Physik op der wissenschaftlicher Dominanz, also Naturwissenschaft mich stark, wie habt ihr bei der Oma? Ja, das könnte doch auf den Komplement für Diplom Wie soll sich Unien darüber orientieren? Außerdem so ja auch, dass das größte Problem ist, dass viele Unien nur Aufnahmeexamen machen. Aber weist halt nicht darüber hin, dass die Unien gerade eine Spezialisation gerne hatten. Es ist so, dass gerade das die Wolle ist, wo die Schüler, wenn sie sich in eine Richtung bewegen, für dann nur studieren zu gehen, sich die Spezialisationsfächer wählen, wählen, am Anfang, wo in der nur Welt studieren gehen. Mit den Affen wird ja auch geändert. Und du so da, die geht immens viel in die Richtung von den Kompetenzen und die macht es unmöglich für Schüler durchzufallen von der Seite wie so Zank. Ja. Wir proposieren, eine Proposition, für, von der SETIAM, dass ihr direkt auf CISIAM könnt, und dass dann auf der CISIAM geguckt wird, du sie Sockeln definiert, wer die muss tun, ja. Wie Niveau das sie muss tun. Ja. Aber wenn ihr nicht tut, wenn ihr die hört, dann geht ihr weiter auf CISIAM. Wenn ihr nicht tut, da muss ich ja seine Lakunen abschaffen, für weiterzugehen. Man kann das nicht nur handeln, umschlagen, weil ich meine, am Moment ist ja schon durch Kompensieren, sodass immens viele Leute auf 30 durch, also hier schaffen, oder sogar auf Kompensieren, weil ich relativ viel kann noch kompensieren. Aber fährt nicht, dass vielleicht, wenn ich auch noch möchte, dass ich es hat ja am Assisiam, dass das so ist, dass da viele Leute sich sagen, ich komme ja sowieso theoretisch durch, dass ich dann aber das irgendwie kontraproduktiv ist. Wenn ich just darf, so viel Wert man das proposieren. Ja. Seit 10 Jahren gibt es an den EST, an 9 EST-Lyceen, ein Projekt Cycle inférieur, genannt PROSI, wo die Schüler eine automatische Promotion haben, wo ein Tutorat ist, wo eine Equipe restreint, also eine kleine Equipe von Enseignern. Und da haben wir eine Evaluation gemacht, erstens selber, also sie an Auftrag gehen, und die ist ganz satisfaisant. Wir haben noch das Suivi gemacht, geguckt, die Schüler, die von der 9. kommen, wie kommen die dann hin auf der 10. weiter. Auch da sehen wir, dass sie gerade so gut weiterkommen, wie die redoublieren. Wir sind ein Avantage, dass sie einfach mehr jung sind. Und wir haben da ein paar Mal PISA gemacht, und ich schwätze nicht gerne von PISA, weil das ja reizvoll ist. Zuletzt habe ich mir 2 Mal andere nehmen, und die Schüler, die aus der Praxisklasse kommen mit 15 Jahren, die haben signifikativ bessere Resultate, mehr Punkte, wie die aus den vergleichbaren 9. oder 8. oder 10. kommen, die nicht Praxis sind. Ich halte wirklich drauf, und dafür plädiere ich auch für das Modell. Nicht, weil ich unbedingt recht tue, sondern weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass von den gebildeten Bürger zu Lützeburg, die muss ein breit allgemein Wissen haben. Und nicht nur spezialisiert auf EFA. Was braucht der gebildete Bürger von mehr? Und du muss man da so, was für ein Fächer sind das dann? Und dann eine Zweitgewichtung machen, wo sind die Fächer, wo man muss mehr Zeit darauf verwenden, für eine Präparation von einem weiteren Studien. Weil wenn wir alles zusammenlegen, da kommen wir 45 Stunden an der Woche. Was wichtig, wo jeder sieht, das ist aber wichtig, dass ein Schüler das weiß. Sicherlich ist es wichtig, dass in so ziemlich allen Domänen einen gewissen Grad an Gemeinbildung hat. Profen uns zum Beispiel letzte Woche auch zwar eine große Unzahl Ohrengäste-Knäppchen versammelt, die mit erst zu schwatzen. Und Profen und es gibt gewisse Profen, die waren dabei, die haben extrem lang extrem lange Laufbahn als Prof eine große Erfahrung auf dieses Zweck greifen können. Ja. Und Profenteil sind auch für eine Reform, da kommen sie ja schon entgegen. Aber sie proposieren zum Beispiel Sachen punktuell zu sein, was heute auch schon gefallen ist. Ja. Und der Problem ist einfach, viele Profen fühlen sich, dass der nicht nur lassen. Genauso davon betroffen wie die Profen noch mehr. Das ist alles normal. Wir haben im letzten Jahr einen Wandel festgestellt. Und ich meine, wenn Profen mittlerweile sich verteidigen und Schüler auch, natürlich gilt ein diplomatischer Weise sich verteidigen, wir verteidigen uns. Wir wollen mal das darüber schwatzen. Ich fand, da sollte auch angeholt gehen, dass wir mittlerweile zum Beispiel mehr Sektionen so eine klare Antwort kriegen, aber auch einen anderen Propos kriegen. Im Moment kriegen wir, also Statistiken, 10% von den Schülern erhalten ob Unidiplom. Mit 16, 17 Jahren. Die haben kein Diplom. Ja, die machen dann ein Lehrer oder so? Nein, eben nicht. Die können keinen Lehrer machen. Und das darf nicht sein. Wir hätten gern, dass wir so weit wie möglich bringen und dass wir eben just ein Changement an unserer Population ist, dass wir sie enkadrieren, für sie so weit wie möglich zu bringen, für sie matt abzuholen, für sie an Derbistechniken mal dran zu holen, die vielleicht nicht gehen, weil sie vielleicht in denen von den Schülern mit diesen organisiert sind, dass man das alles mal auf den Weg kriegt, dass man sie so weit wie möglich matt holen, für sie zu einem Aufschluss zu bringen, je nachdem, in Funktion von ihren Kapazitäten. Die Statistik hat bewiesen, zum Beispiel am PISA, dass eben die, die am Proxy eben an dem Projekt dran sind, dass die ja besser sind. Wir wollen nicht mehr so gucken, und ich gehe eine Quadrattrapage an diesem Lycée am LGE. Ich will nicht für allgemein
Mengeren. Die Leute, die durchschauen sind, die schon so ein Niveau im Französischen und auch nicht nur Mathematik selber, mehr im Französischen, dass es wirklich, ich selber denke mehr als so, wie das kann überhaupt Ried ausgehen, weil die Niveau, die hat in dem Multi-Stelle in dieser Klasse, das wirklich das Niveau vom Französischen als Mathe ja noch den anderen Sachen aufgegangen. Da gucke ich am Enseignement fundamental, wie du genannt hast. Aber das Problem ist, ich kenne Leute, die haben zum Beispiel in einem Diktat 20 Fehler, das ist ein Beispiel. Und da steht tout bien, und auf der Zensur steht, il fait des efforts, mais il pourrait faire encore mieux. Wenn ich mir jetzt suche, Leute denken sich doch vielleicht gut, oder denken schon so an Lycée zu gehen. Sicher, an Lycée könnt ihr ran. Aber wenn ich mir suche, wie weit ich überhaupt kommen kann, das ist einfach nur so, dass Leute mittlerweile am Enseignement primär so mittlerweile wirklich unterfordert gehen, weil ich merke doch am Niveau, wie sie mittlerweile Mathe machen, mir auch Sprachen. Das ist einfach, alles geht ein bisschen redressiert. Wenn sie dann noch dahin kommen, aber gesagt kriegen, 7. und 6. kann nicht durchfallen. Natürlich, es beweist, dass der Rückgang ist. Aber der muss auch bedenken, das war noch ein altes System, wo sie rausgekommen sind. Weil nur die Neue kommen vom neuen System und da schon so eine Unterforderung ist. Und das 7. und 6. noch alles zusammen könnt. Und dann ab 5. wenn ihr eine Klasse de Raccordement macht, wie ein bisschen wie schwach sind, das soll eine Chancengleichheit bieten. Bedenken nicht, dann da kommen sie auf 4. und da sind sie komplett überfordert. Weil sie kommen von all den Jahren, wo sie also wieso, wenn Leute eine Lacune haben, und auf der 5. de Raccordement, die so schwer ist, dass das so da gehen sie reorientiert. Da mussten sie an den anderen Ort d'enseignement orientieren. Das heißt, dadurch, dass sie dann unterfordert geht, an dem du auch faul sich behält in der Schule, da riskiert den auch mit der Kapabilität von einer Klassik zu bleiben, riskiert den aber zu reorientiert zu den oben Technik. Dann hat die Jahre verloren, wo ein anderes Loscher kennt, reorientiert. Im Moment, wenn die theoretisch schon das hat, ja. Wenn in die Gönne packt, oder auf den zweiten Tag, dann kann ich nur schon. Wir stellen ja fest, dass Leute ZM zweimal mehr, CSM zweimal. Wie fährt er dann nicht, dass dann auf Motivation aufgeschafft wird? Das Problem ist, wenn ich eben ZM, CSM kann ihn theoretisch nicht durchfallen. Die schmuggeln sich da schon, die sind okay, das ist relax, und die schmuggeln sich dann durch. Und dann die Klasse Rattrapage, Raccordement, das geht dann auch noch irgendwie, weil die meisten Leute, die faul sind, sind nicht unbedingt dumm. Die sind eben nicht motiviert genug, für etwas zu machen. Und da was du nur noch können hier Optionen so tasteln wie sie die kommen nicht dahin. Also kommen die ja auch, die kriegen also sie sind da viel, die durchschmuggeln. Ziel ist ja, wenn wir definiert tun, den Niveau, den ich muss haben, für dürfen auf 5 zu gehen, dann muss ich den noch ein Allfach haben. Und das gibt ja heißen, dass ich nicht mehr kompensieren kann. Und da gibt es schon noch eine Diskussion, die wir feiern müssen, mit den Enseignern und auch mit dich. Es sind ja schon Changements am Primär und noch am Technik teilweise gemacht gehen. Und da sind auch am Technik hauptsächlich der Formation professionell. Ja, weil der Formation professionell sind auch schon teilweise Probleme, wo du auch schon Gruppen hat, die darüber schaffen, abgetragen. Und du wolltest dich fragen, ob es nicht vielleicht noch zu früh ist, vielleicht weiter Changements zu machen, weil ich meine, wenn ihr rundherum guckt, sind viele Primärschüler, die so, dass sie im Moment noch nicht richtig eins gehen, weil sie nicht wissen, wo sie nicht ruhen, dass sie sich noch nicht richtig angeliefert haben an das System. Und dann auch durch die Probleme an der Formation professionell, ob es dann wirklich gut ist, wenn den Lo schon nach Changement bringt oder 2014 damit anfängt. Und ob es nicht besser wäre für dich mal, da dort ein bisschen sich errenken zu lassen und auch eben die Probleme zu lösen, ob es nicht eben schon zu früh ist, wie es als andere. Also die Regierung hat 2004 eigentlich gesagt, wir wollen das Schulsystem adaptieren für den 21. Jahrhundert. Und weil wir viele Schüler haben, die zu keinem Diplom kommen, weil wir eine Schulpopulation haben, wo am Anfang immer mehr Kinder sind, die Lützeburg nicht als Mama-Spruch haben. Und das wird ja impliziert ja ein Changement am Sprachenlehren. Das ist ja auch, wie dass wir ganz viel Zeit auf die Sprache setzen. Das ist ja ein Herzstück von allen Diskussionen um die Schule zu Lützeburg. Wenn dir Deutsch vom Lützeburgischen aus lehrt, weil Lützeburg ein Mama-Spruch ist, dann ist das mehr einfach, wie wenn ich vom Portugiesischen oder vom Serbo-Kroatischen hier lehre. Das muss man aber berücksichtigen und dafür denke ich, dass es wichtig ist, den Weg zu weisen, wie fahren wir weiter. Ich will aber auch ganz klar sagen, ich verteidige natürlich die Ideen, die an der Reform da sind. Das ist ja normal. Es sind aber, geht ja eigentlich die richtige Diskussion Richtung. Und dafür ist es mir wichtig, dass wir einen Text daraus können, wo dann mal am selben Stand von der Information ist. Ich war überrascht, weil wir sind, ich mache Pressekonferenzen, wir schicken Dokumente, wir kriegen Avien, ich gehe an die Chambre darüber diskutieren
Und da wird gesagt, ja, müssen wir einfach gucken mit der Spezialisation, ist das zu viel oder ist nicht genug. Aber mehr Reaktionen habe ich nicht gekriegt. Und ich fand nicht ehrlich gesagt gut, dass das eine richtige Diskussion ist, dass die Leute sich auch dafür interessieren und dass wir dann einen richtigen Debat kriegen über wie soll die Schule vom 21. Jahrhundert aussehen. Also ich fand das positiv. Die sind aber immens pressiert. Ich meine, 2013, 2014 soll die erste Zeit ja aber schon an die neue Systeme rankommen. Das ist nicht immens viel Zeit, aber viel noch etwas auszuschaffen. Guck mal, wenn dir eine Arbeit macht, dann muss der schon normalerweise Kalender gehen. Das so, da, voilà, das ist ja mein Staat, nichts so das. Wir haben uns auch einen Kalender gehen und haben gesagt, wann alles gut geht, da können wir für den Mai das Jahr das Projekt de Loi deposieren, da geht noch 1,5 Jahre darunter diskutiert. Frühestens können wir dann an der Rentrée 2013 aufhängen. Wenn wir mehr lange Zeit brauchen, das ist ein Kalender, muss ich schon eine Arbeitsmethode geben. Also, schauen Sie mal, wenn man mehr Zeit braucht, für zu diskutieren, da braucht man mehr Zeit. Also den Kalender, wenn ihr es geht, das ist das Letzte, was an das Gesetz stehen könnt, wann mal ein Gesetz da ist. Madame Minister, Herr Bertemes, wir sind vielmals merci für diese Diskussion und wir hoffen, dass es weiter so diskutiert wird über die Reform. Ja, merci ich für den Interesse und ich hoffe, dass man noch viel Gelegenheiten haben, darüber zu diskutieren, wenn man mehr präzise Dokumente da leiten.